Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, wir, wir haben es fast geschafft, Leute. Dieses ist das letzte Video hier von die Leute aus Denken und Nummer 22. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier, das dauert 51 Minuten, wahrscheinlich werden es von mir jetzt noch 2 Videos werden. Das wird die mit Abstand längste Reaction-Videoreihe, die ich jemals gemacht habe. Die toppt sogar noch die Lost Chapters. Manche von euch erinnern sich, ich habe das mal angekündigt. Ne? Der Uti und ich haben vor langer Zeit, das ist schon 3 Jahre her, wollten wir die Cola-Bärchen-Leaks zusammen behandeln und haben das dann leider abbrechen müssen, aufgrund von Bullshit, der da lief. Irgendjemand hat Uti geleakt. Da gab es jede Menge Probleme. Dementsprechend haben wir das eingestampft. Und sei es wie es ist, nicht mal das hätte, auch wenn wir es komplett durchgezogen hätten, so viele Videos und so viel Runtime gebraucht wie das jetzt hier. Ich habe jetzt die letzten 2 Monate, ziemlich genau 2 Monate, habe ich jetzt damit verbracht, diese Sache zu reacten. Und ich bin dann auch froh, wenn es vorbei ist. Ich sag's euch, wie es ist. Genau. Ich habe ein bisschen vorgespult hier auf 1 Minute. Ist wieder Gaming-Geblubber, aber dann habe ich festgestellt, der wird langsam ein wenig umgehalten. Und dann habe ich den Pause-Button gehämmert und habe gedacht, das hören wir uns dann noch miteinander an. Dann fängt es wenigstens nicht so unangenehm an. Richtig. Bevor wir das tun, so wie in letzter Zeit üblich, wir schauen, wie lange ich es nur durchziehen kann, weil mir gehen langsam wirklich die Ideen aus, wegen die Schandtaten des Tages. Und, falsche Ding, der hier. Ja? Und die heutige Schandtat des Tages ist die Madeira-Lüge. Leute, die Madeira-Lüge, für die Leute, die es, ist jetzt auch schon über 3 Jahre her, für die Leute, die es damals nicht live mitgekriegt haben. Der gute Reini hat, glaube ich, selber damit gerechnet, dass er in den Knast muss. Ne? Da ging es 2022 im März um die Berufungsverhandlung und da war er sich nicht so hundertprozentig sicher. Ne? Ob er nicht doch irgendwie ins Camp Knacki muss. Und war danach mehr oder weniger fast überrascht und stand halt dumm da, weil ne? Haus weg, Führerschein weg, Auto weg, Mulle weg. Ne? Moner hatte sich ja dann auch, als sie gemerkt hat, da ist nicht mehr viel zu holen, hat sie die dann auch relativ schnell verflüchtigt. Und ja, was macht man dann jetzt? Und dann war er beim guten Kumpel, der einzige Kumpel, der gute Freund, den er noch gehabt hat, beim Frankengamer zu Hause und hat sie bei dem reingezeckt ins Kinderzimmer vom Purm vom Frankengamer. Da war er ein paar Monate, wo wir gedacht haben, er wäre bei Marion im Keller. Und von da aus hat er natürlich angefangen, 4D-Schach zu spielen und wieder irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen. Und die bekannteste Lügengeschichte aus der damaligen Zeit ist hier die Madeira-Lüge. Ne, ihr seht es, das war ein Post, den er da gemacht hat. Ja, mein Morgen auf der Insel, voll geil, Alter. Ja, bei Rainer ist nicht Ballermann 8, bei Rainer ist Madeira. Und das hat halt den nächstbesten Hater 2 Sekunden gebraucht, rauszufinden, wo er das Bild her hat, weil du musst es nicht einmal durch die Rückwärtssuche schicken. Ne? Du kannst einfach, ich glaube, es war Madeira Panorama. In Google eingeben, Bildersuche, Batsch, das. Aber nicht ganz das. Ich meine, wenn alle Leute, die es noch wissen von damals, ja, aber dem geneigten Zuschauer, der hier gerade natürlich auf den Bildschirm schaut, dem wird auffallen, dass hier im linken oberen Eck der Himmel auf einmal von so hellblau in dunkelblau wechselt. Das schaut ein bisschen unnatürlich aus. Und wenn wir dann weiter nach rechts gehen, sehen wir, dass die Wolken da so eine ganz komische Stufe drin haben, wie eine Treppenstufe fast. Aber auch irgendwie komisch aus, gell?
der Rainer ist halt ein Fuchs gewesen. Ne? Der Rainer war ein Fuchs, der hat oben ein paar von den Wolken irgendwie höchst dilettantisch mit Photoshop hier weggemacht, Zeug. Hat sie dann aber nicht die Mühe gegeben, den Rest hier wenigstens an die Farbe anzupassen, dass hier nicht so ein Strich drin ist im Himmel. Und vielleicht hier die Wolken ein bisschen besser zu machen, dass halt nicht so eine Stufe da drin ist in den Wolken, und hat halt behauptet, das hier wäre tatsächlich sein Urlaubsfoto. Er wäre jetzt am Monat auf Madeira, hätte sich schon mehrere Häuser angeschaut und Unge hätte auch noch getroffen. Ne? Fürchterliches Treffen. Unge hat dann darauf noch reagiert und hat gesagt, ja, wenn du schon ein erfundenes Treffen hier aus dem Hintern ziehst, dann hättest du auch wenigstens ein schönes Treffen erfinden können. Das ist, auf Unge war er dann noch stinkig, weil Unge und die ganzen anderen YouTube-Kasper aus Deutschland ihm damals nicht auf weißen Rössern zu Hilfe geritten gekommen sind, als er vollkommen unverschuldet und unverhofft auf einmal 15.000 Euro Stromschulden hatte. Na? Richtig. Man kann es sich praktisch nicht ausdenken. Ne? Also wie gesagt, die Scheiße musste man nicht einmal in die Rückwärtssuchmaschine reinballern. Ne? Man konnte es einfach nur Manorama Bandera. Madeira Panorama hätte man eingeben müssen, hat man es mehr oder weniger dasselbe Bild gefunden. Ich habe es damals gefeiert, dass die Leute irgendwelche Haters haben hier auf diese, ne, wo das so abschüssig wird in Richtung Meer, die Schanze drauf gefotoshoppt. Da habe ich sehr gelollt. Das fand ich sehr lustig. Richtig. Gut, Leutens. Dementsprechend, wir gehen jetzt dann in die Nummer hier. Den hier nochmal weg. Wunderschön. Ganz tolles Bild. Und dann fangen wir bei 7 Minuten. 7 Minuten fangen wir an. Gucci. Dann muss ich nur noch sagen, hockt euch her. Sammermehrer. Reißt euch eine Häube auf. Mir gingen einer in Rainer. Wo stelle ich das denn her? Das halte ich eher für unwahrscheinlich, aber ich schau mal eben. Beim Holz kannst du ja sowas gar nicht herstellen eigentlich. Ups. Muss ich mal kurz überlegen. In der Bauhütte vermutlich auch nicht. Wir müssen auch mal die Jägerhütte auf Stufe 2 aufbauen, glaube ich, ne? Sind noch Stufe 1 bestimmt, ne? Stufe 1. Du bist Stufe 2. Okay, ich brauche wieder Bretter. Jo. So, aber in die Falle. Oh, du kommst. Das ist schön. Ich habe noch gar nicht angefangen. Oh Mann. Auch gut. So, ich werde mal unser Haus ein bisschen herrichten. Nee, wir haben schon mehr gehabt. Sind sogar schon ein paar Kinder. Liebes Bärchen, bitte verhindern Sie, dass Rainer das Haus herrichtet. Ne? Wir haben das bei der Schanze gesehen, da ist nie was Besseres rausgekommen. Es ist jedes Mal, wenn Rainer gesagt hat, ich mach heute was am Haus oder ich bin am Renovieren, hast du davon ausgehen können, dass wenn er tatsächlich irgendein Werkzeug in die Hand genommen hat, der Wert des Hauses am Abend wieder empfindlich geschmälert war. Geboren eigentlich. So, ich habe unser Haus mal ein bisschen dekoriert, habe zum Beispiel hier meinen Vorhang hingehangen, auch wenn der mega hässlich ist. Ja, dann vielleicht nicht so schön, ha? Dann lassen wir halt bleiben. Hast du über die Eingangstür wieder auf unbesickt ewig geschrieben? Habe eine Kerze angehangen und ich habe einen Totenschädel angehangen. Damit werden die Häuser auch langsam mal Stück für Stück besser. Müsste man nur noch irgendwann färben, aber ich habe keine Farbe. So, ich werde mal in die andere Mine gehen und Erze besorgen. Achso, nee, warte mal, ich muss ja erstmal die Erze bearbeiten, die ich gefunden habe. Und mal die Werkzeuge herstellen. Erstmal Barne aus dem Erz machen. Barne müssen her. Rainer, Barne und wieder Barne. Die wir brauchen. Wobei Bronze kann ich jetzt hier eigentlich verticken. Und wir können ja jetzt Eisensachen herstellen. Ich habe jetzt alles auf Eisen gesetzt. Bronze habe ich ja jetzt komplett ausgelassen. Das mit der war damals echt geil. Ja, die braucht. Seriously? Leute, ich habe mir die Scheiße vorher nicht angehört. Ich habe mir die Scheiße wirklich nicht angehört. Der redet jetzt hier tatsächlich von Madeira. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Begeistert damit, dass sie gemerkt hat, dass ich, nachdem ich das. Was hast du gemacht? Wir haben 3 Rezensionen verloren. Was ist passiert? Hast du das in einem Haus von einem anderen getan? Okay, also ich habe gesehen, wir haben 3 Reputationen verloren. Hast du die Schafe jetzt eigentlich gemacht? Ich habe dir doch vorhin. Wow, ich rede echt gegen eine Wand. Ich hatte doch vorhin gesagt, du sollst doch bitte mal das Schaf scheren. Da ist ja wieder der Gestapo-Rainer. Ne? Die Schafe müssen geschert werden. Eine gute Freundin würde die Schafe von alleine scheren, ohne dass ich es ihr sagen muss. Calm your tits, Rainer. Unfassbar. Ganz ehrlich, dass er das selber nicht merkt, dass das Bärchen sein müssen. Weil sich kein anderer Mensch das bieten lässt. Ne? Rede hier gegen der Wand. Ihr habt da doch schon 1000-mal gesagt, hier mit die Schafe.
Ja, und du hast jetzt nicht daran gedacht, die Wolle auch zu verarbeiten? Ja, ich brauche die als Garn. Ja, 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 Reini braucht die, jetzt arbeit ihm halt endlich einmal zu, damit er dann danach als großer Profi-Gamer dastehen kann. ich bin jetzt am Bearbeiten hier. Aber so hätte ich jetzt einfach an der Schmiede bleiben können und weitermachen können. Okay, jetzt pass mal auf. Und das hier noch. Oh, wir brauchen Tierfutter. Geh mal du bitte und sorg mal dafür, dass wir Tierfutter bekommen. Alter, das ist wirklich, der sucht keine Mitspieler, der sucht in-game Leibeigene. Ne? Weißt in dem Spiel anscheinend dafür gibt es keine NPCs, ne? Das wäre ja auch noch dümmer. Aber er ist sogar zu faul, in diesem Spiel irgendwo hingehen und harte Arbeit zu machen. Ne? Er will einfach nur an der Schmiede stehen bleiben und immer auf denselben Knopf drücken, damit was passiert. Und die anderen haben ihm dann den Arsch wieder hinten her zum Tragen. Hier bitte Rainer, ich habe die Schafe geschoren, ne, hier die Wolle gebracht und hier bitte Rainer, Holz habe ich geholt und Tierfutter habe ich gemacht. Ne. Bitte Rainer, hast jetzt endlich irgendwas aus Eisen geschmiedet, du bist ein ganz toller Mann. Gleich 50 Kinder machen. Halt dein Maul. Nirgends, wir haben keine Kohle. Du musst Sachen verkaufen. Stell Sachen her und verkaufst, genauso wie ich das die ganze Zeit machen muss. Und im Übrigen kannst du auch deine Kupferwerkzeuge verkaufen, denn wir werden jetzt mal komplett auf, warte, Bronze behalte ich mal. Wir werden jetzt mal komplett auf Eisen wechseln langsam. So, Eisenschaufeln, Eisenscheren, Eisenspitzhacke. Moment, schmeiß ich die da rein und behalte lieber die. Kupferbarren behalte ich, Die Barren, die müssen behalten werden. Aber das ist auch sowas. Ich habe gelernt bei Spielen, wenn ich irgendwie sage, okay, ich grade jetzt irgendwie ab, schaue ich erst, ob ich das wirklich mir leisten, beziehungsweise es mir herstellen kann, die neue Ausrüstung, bevor ich die andere verkaufe. Das ist nicht Reiners Weg. Rainer softlockt sich da, glaube ich, häufiger mal in irgendwelche Sackgassen rein, wo er dann sagt, ach scheiße, jetzt habe ich die Werkzeuge verkauft, aber konnte man noch gar nicht die richtigen Werkzeuge alle holen. Dann wette ich was. Also ich weiß nicht, ob es hier jetzt passiert, aber ich wette was, dass es ihm schon oft passiert. Speere behalte ich. Leder kommt mal hier rein. Das Viech. So, Salz, weiß ich nicht, wofür wir das überhaupt brauchen. Gut, kommt mal da rein. Steinfalle, das kommt alles, kann ich alles verstehen. Ah ja, und ich werde jetzt hier Mad Eagle Dynasty werde ich mal googeln, ne? Damit ich mal Vorstellungen habe, wie das eigentlich ausschaut. Aber das mache ich dann. Das kann ich ja gleich machen. Ich google es mal schnell. Ja, so habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Klassisches Ding, Survival-Game, oder? Scheuern, das Garn kommt da rein. Okay, den Rest verscheuere ich gleich mal. Die Eimer kann man mal da reinpacken. So, mal sehen, was habe ich noch? Erstmal meine Werkzeuge da ausrüsten. So, so, Eisenspitzhacke. Wo ist die Eisenaxt? Ich habe doch gerade, egal. Ach ja. Existierst Die sind nicht aus Eisen, verdammte Axt. du noch oder bist du gerade AFK? Okay. Ja, das macht aber, glaube ich, keinen großen Unterschied. Du baust dir eh nichts. Das mache ja alles ich eigentlich. Oder? Rein halt einfach dein dummes Maul. Kannst froh sein, dass überhaupt irgendjemand da ist und die Scheiße nicht alleine zocken musst. Jetzt halt den Ball einmal flach. Ne, du solltest diesen Mädels eigentlich die Füße küssen. Ja? Dafür, dass sie, auch wenn sie es danach geleakt haben, dir ein paar Wochen ein bisschen ein Escape aus der Einsamkeit geboten haben. Ihr müsst euch das vorstellen, seine Alternative ist, er sitzt da alleine und macht die Scheiße. Er hat als wenigstens Gesellschaft. Weil mit Uwe wird er Medieval Dynasty Quiz nicht spielen können. Und dann kackt der die an. Du machst überhaupt nichts, ich mache hier die ganze Arbeit alleine, also die Schafe nicht geschoren, das Futter nicht gemacht, hier, wofür bist du eigentlich gut? Alter Schwede. Alter, dem da die aber geschmeidig hier verbal Edzardler die Prügeln ausschmeißen. Aber vom Allerfeinsten. Fast nur. Du besorgst eher das Zeug. Da ist also eher die Eisenaxt. Die Eisensperre wären wichtig, aber die benutzt du ja irgendwie auch nicht. Das mache ja auch alles ich. Ja, es sollte was da sein, auf jeden Fall. So, du bist dingsig. So, Kupfer kann alles weg. Das behalte ich, das brauche ich noch. Ja, jetzt habe ich Kamehameha gehört, wie du vorhin gesagt hast. Oder erinnerlich mal. So, Steinpfeile, Kupferspeer. Ich könnte die Eisen eigentlich. Da kann ich eh noch einen verkaufen.
Da hat er keine Asche mehr. Ich überlege gerade, ich müsste eigentlich hergehen. Not genau Hager. Okay, fällt mir nichts auf. So, irgendwas wollte ich noch kaufen. Achso, Tierfutter wollte ich kaufen. Bist du noch da? Hallo? Weil keine Reaktion kommt, nichts, keine Aussage, egal was ich sage, es kommt nichts. Ich merk's, weil du nämlich keine Reaktion auf meine Aussagen und meine Fragen gibst. Naja, Ja, vielleicht ist sie ja auch gerade irgendwo mit was anderem beschäftigt. Ne? Es hört sich jetzt auch alles nicht so fürchterlich spannend an, was du da machst. Ne? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich begreife einfach nicht, dass er anstatt zu checken, boah, ich habe jetzt irgendwie endlich jemanden da, der wenigstens Zeit mit mir verbringt, warum auch immer. Und anstatt sich darüber zu freuen und der wirklich einfach in den Arsch zu kriechen, wird hier der Gestapo-Ton angeschmissen und umeinander gekläfft. es ging speziell jetzt gerade ums Tierfutter und so weiter. Eigentlich habe ich gesagt, du sollst es holen. Naja, jetzt habe ich es schon gemacht, aber du kannst mal langsam Kohle besorgen gehen. Du hast doch bestimmt auch Zeug im Inventar, was du verscheuern kannst. Alles, was du nicht brauchst, weg damit. Zum Beispiel Steinwerkzeuge, Holzwerkzeuge, Kupferwerkzeuge, Bronzewerkzeuge, alles weg damit. Haben wir alles mittlerweile Metall. Brauchen wir keine. Ah, bin ich wieder Pakistan, alles klar. Du kannst auch jederzeit in die Stadt gehen und das verkaufen. Nicht immer die Arbeit mir überlassen. Bin die ganze Zeit am Hin und Her in Wien, Alter. Ja, Medieval Dynasty spielen ist harte Arbeit. Ihr habt das zuerst gehört. Alter Schwede. Dann von einer Stadt in die nächste, mach dies, mach das, mach jenes, muss ständig irgendwo hindern. Und nebenbei, und da mache ich hier auch noch den Alleinunterhalter, indem ich dir hier meine Storys erzähle. Ja, Rainer, weiß ich nicht, ob das einen Wert hat. Ne? Ob man das mit einem Wert benennen kann, die Storys, die du da verzapfst. Ich würde sagen, eher nicht. Naja, mir geht halt momentan auch viel von denen im Kopf rum, das ist halt das Nächste. Nee, einfach so Gedanken halt. So, zum Beispiel habe ich jetzt vorhin auch an den, äh, Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hier geht nämlich hier 6 Minuten 10 Wellness- und Duschstories. Ja, steht hier in der Timeline. wow, mein Kopf ist echt genial. Ich bin der absolute Genius der Genius. Richtig, du bist der Genius der Genius. Habe an den 69-Jährigen gedacht. Also jetzt nicht an, das war ja eine, hm? Das war ja die Frau, die 69-Jährige, aber ich hatte auch noch einen Typen, der so in dem Alter war. Mit dem habe Wir erinnern. Achso, ja, stimmt, das war die andere Lüge. Ah, ja, der andere, der war ja 63 oder was war der? Keine Ahnung. ich, das war aber was anderes. Also vorhin ging es ja um die Aktionen oder um die Geschichten, an die ich mich erinnere, wo ich dabei war, also wo ich mich mit da mehr oder weniger unter Zwang mit ihnen getroffen habe. Ja, ich erinnere mich da. Ich war da wirklich dabei. Ne? Zwischen den Zeilen, das ist voll wirklich passiert. Ich erzähle ja keine Scheiße. Das haben wir nicht gerade eben aus dem Arsch gezogen, die ganze Nummer. Aber es gab ja auch ein paar Leute, die ich kennengelernt habe. Den einen habe ich mit, wie alt war ich da? Den einen habe ich kennengelernt, da war ich 25, genau, ungefähr. Das muss es aber schon wieder andere gewesen sein. Weil bei der Handwerkergeschichte, da war es irgendwie 19 oder 20 oder sowas. Angeblich. Ne? Und bei der alten, ne, die 70-Jährige, die wie 50 ausgeschaut hat, haben wir gelacht. Da war ja angeblich, das war angeblich irgendwann mit 16, oder? Ich komme durcheinander. Habe ich in einer Sexsauna kennengelernt. Das war auch geil. Also in einer Gay-Sauna. Ja, das ist eine Gay-Sauna halt. Ja, also es ist in erster Linie ist es eine Sauna. So. In erster Linie ist es eine Sauna, aber es wird halt nicht darauf geachtet. Also im Prinzip ist es so, du kommst da rein, kaufst ganz normal, also das ist in dem speziellen Fall jetzt halt nur für Männer. Es gibt aber da auch einen einen Damen-Day, beziehungsweise nicht Damen-Day, sondern einen Unisex-Day nennen die das halt. Ne? Da dürfen halt auch Frauen rein, obwohl normalerweise nur Männer Zugang haben. Und es ist so, dass Yeah. du gehst da ganz normal rein, wie in einer normalen Sauna. Ist halt alles abgeschlossen, also da kommt auch kein Minderjähriger rein, musst Personalausweis vorlegen, wenn du nicht zu jung aussiehst und so. Und dazu kommt, dass du neben dem Personalausweis und so Sachen, die du vorlegst, auch noch die Situation hast, dass du dann letzten Endes hergehst und kurzerhand Edzardler die Scheiße baust. du, wie nennt man das? Ja, was sagt man jetzt dazu, Heiner?
Also du hast halt, meistens ist es mit Videokameraüberwachung und so weiter. Also da musst du wirklich schon reinkommen und dann halt vorlegen, dass du doch 18 bist. Dann wird da ganz normal kassiert, so wie bei allen anderen. Der Unterschied zu einer normalen Sauna, wenn du schon mal in Saunas warst oder auch im Schwimmbad, ist es ja so, also im Schwimmbad ist es meistens so, dass du ja Umkleidekabinen hast. Mhm. In der Sauna ist es wiederum so, dass du Umkleideräume hast. Also sprich, wo 10, 15 Leute gleichzeitig sich umziehen könnten. Oder auch tun teilweise, je nachdem, wie beliebt die Sauna ist. So, und in Ja, ist jetzt auch nicht immer so. Ich weiß nicht, wo du bisher in der Sauna warst. Also die meisten, sagen wir mal, Bäder, die eine Sauna mit dabei haben, die haben auch separate Umkleidekabinen. Rainer, in die passt du nicht rein, ne? Aber die gibt's schon. Die sind eher Standard, Rainer. der Sauna ist es halt so, du hast halt einen Raum, in dem halt alle Geschlechter sind, also Männlein, Weiblein, Trans und so weiter. Genau. Und da ist es halt so gewesen, ich bin da halt hingekommen, ganz normal, so wie üblich. Und bin dann halt in der, ich weiß nicht, das klingt vielleicht in deinen Ohren jetzt krank. Okay. Ja, Rainer, darüber darf man an deiner Stelle zu diesem Zeitpunkt keine Gedanken mehr machen, ob das jetzt krank klingt oder nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich bin da halt reingekommen, so in die Umkleide, was erstmal so weiter nichts Ungewöhnliches ist. Ich bin ja gerade erst angekommen. Und dann hat sich halt da gerade ein Mann umgezogen, beziehungsweise war da halt nur noch in Unterwäsche gestanden, also in Unterhose. War alt, also wirklich alt, optisch auch, mit Falten und halt, man hat ihm halt seine 69 angesehen. Und ja, ich fand ihn halt schon geil. Er war sehr, sehr schlank. Ja, weiß nicht, wie man sich so einen alten Mann halt vorstellt. Ne? Schlank, Ist denn bisschen mit daran Falten. krank? So. So. Ey, warum muss ich gerade wieder an die Ärzte denken? Kennt ihr den Song Oma Boy? Ne? Dann sehe ich schneeweißes Haar. Ja, dann laufe ich Gefahr. Ne? Das ist eigentlich, das ist ja der perfekte Soundtrack dazu, oder? Für die Nummer. Oma Boy von den Ärzten. Ja, es gibt halt Leute, die das. Ja, vielleicht denke ich das auch, weil Leute mich da immer irgendwie dumm anmachen, deswegen. Ich finde es halt geil. Also mich hat er gleich von vornherein geil gemacht. Ich habe den gesehen und habe gleich gemerkt, ui, den würde ich gerne haben. So, und ja, ich bin dann halt, Mit 25, Leute. Ne? Ihr müsst euch denken, mit 25, es muss dann 2014 gewesen sein. Das war zu 2014 das war zu Traut euch kommt zu mir Zeiten, ne? Traut euch kommt zu mir, glaube ich, im Februar 2014 oder so. Oder im April. Eins von beiden. Ne? War Traut euch kommt zu mir. Also in dem Alter, stellt euch den Traut euch kommt zu mir Rainer vor und der ist jetzt hier praktisch da in der Sauna drin. bin dann halt auf den zugegangen, habe mir dann eine Spinde neben, also du kannst dir auch die Spinde selbst aussuchen, das sind nicht irgendwelche random Spinnen, die du zugeteilt bekommst. Obwohl, doch, tatsächlich ist das so. Du hast Spinde, die dir zugeteilt werden. Boah, Rainer, bleibt dann halt bei einer Storyline. Das ist auch wieder so deutliches Lügen anzeigen. Es ist viel zu viel Detail. Es ist viel zu viel. Es interessiert keinen, welche Spinde da drin sind. Ne, wenn ich jemandem eine Geschichte erzähle, was mir irgendwie in der Therme passiert ist. Geil. Wir sind dann in die Therme rein. Dann durch die Umzugskabinen, Schleuse durch. Und dann komme ich da in die Dusche zwischen den Umkleiden und der eigentlichen Therme und dann, ne? Dem erzähle ich doch nicht, wo mein Spind war und diese ganze unwichtige Bullshit-Gelabere. Ja, das ist deutlich, dass du das gerade eben erfindest und vor allem, ja, das waren halt so Spinde, wo du halt hingehen kannst, schmeißt einen Zwickel rein und nimmst den Schlüssel mit. Ah, nee, stimmt nicht. Du kriegst vorher eine Nummer. Was jetzt, Rainer? Was jetzt? Also zum einen ist es ein unwichtiges Detail und nicht mal da bleibst du konsistent in der Art und Weise, wie du dieses unwichtige Detail herbeigelogen hast. Okay. Genau, mit Nummern halt so. Ah, Und ich bin dann halt, ja, und Rainer hat einen Spind 1510 gehabt. bin dann halt da hingegangen und Oder 180. habe mir halt dann gleich, habe ich gleich den gleichen Spind gehabt. Also nicht den gleichen, sondern den Spind neben dem. Habe so Hallo gesagt und so, er schaut mich an, sagt so Hallo und so. Guckt mich so ein bisschen von oben nach unten. Welch glückliche ne, Fügung des Schicksals, dass der Rainer zufällig genau den Spind neben dem Alten kriegt, den er da sieht und den er super findet. Ne, ist fast so, als hätte sich jemand die Geschichte ausdenkt. Mann grinst
Und ich habe mir dann nichts dabei gedacht. Der hat sich dann einfach hingesetzt, nackt natürlich, zu dem Zeitpunkt schon. Er hat, Was sonst? wie ich dann mich neben ihn gestellt habe, einfach die Boxershorts runter, also der hat keine Boxershorts getragen, also der typische alte Oh, Rainer. Die Boxershorts. Ach so, ja stimmt, der war ja alt. Er hat doch keine Boxershorts. Oh, ja, Rainer, wenn du so eine Aussage vor Gericht abgeben würdest, die würden den in 1000 Stücke reißen. Unterhose getragen. Also jetzt nicht alt, sondern es sah schon neu aus, aber halt, weißt du, was ich meine, ne? Ja, ja. Eine normale Unterhose halt einfach. Hat die ausgezogen, setzt sich so neben mich auf so einem Hocker, legt die so neben sich, nimmt sein Handy und hat an seinem Handy rumgetippt. So. Und ich dachte mir halt so nichts dabei, hab dann so rübergeschaut und ich dachte, ey, ne, ist nicht verkehrt, ne? Schöner, ordentlicher, dicker Schwanz. Oh. Sah auch im Vorfeld schon, ja. Sah auch im Vorfeld schon. Ja, freilich. Ja, was sonst? Ja. Kennen wir ja diese 70-jährigen. Come on. Eine Sekunde, muss kurz den Kater. Gut. Aus, als hätte er einen schönen Halbharten. Und während ich da so da stehe halt und kurz zu ihm rüberschaue, sagt er so, ohne aufzuschauen, so, ja, ich merke schon, dass ich dich geil mache. Und ich so, sorry, aber ja, ich sage einfach, nee, alles okay. Ich finde es auch geil. Also ich finde dich auch geil so. Schade, Das ist komisch. Der alte Mann jetzt hier in der Geschichte spricht O-Ton. Genauso wie der Rainer in der, in der Schullandheim-Geschichte. Aus einem von den letzten Videos. Nee, ist schon okay. Hin und her, oh, mach die geil, bla bla bla. Es ist fast derselbe Text. Der Rainer, den der Rainer aus der Schullandheim-Story dem armen Stinker da angedeihen hat lassen. Ne? weiterhin nicht auf. Ich denke mir so, okay, cool, ne? Vielleicht geht ja später doch noch was. Bin halt hergegangen, habe mich so ausgezogen und er sehe halt dann so aus dem Augenwinkel, dass er so zu mir rüberschaut. So. Ja, Und hab dann und sie denken, was ist das für ein kreislicher Fettbeitel? Oh, der leckt mir am Arsch, ha? Der hätte vielleicht Sportunterricht in der Dulli-Schule nicht so oft schwänzen sollen, um sich Pokémon anzuschauen und sich irgendwelche Süßigkeiten ins Gesichtsarschloch zu rendern. erst begriffen, okay, der macht nichts an seinem Handy. Der wartet darauf, dass ich mich ausziehe, weil, wenn du nämlich dich ausgezogen hast, geht es natürlich als allererstes Mal in die Duschen. So. Und für viele, nicht für alle, aber für viele ist es gerade in der Sauna halt oft ein Indikator dafür, dass man sagt, okay, ne, ich gehe jetzt gleich mal mit dir duschen, kommt mir vielleicht ein bisschen ins Gespräch und man kann vielleicht schon unter der Dusche mal ein bisschen fummeln. Ja, ich weiß nicht genau, wie das in diesen Etablissements vor sich geht, ne, wie da die Etikette ist, ne, kenne ich mich nicht aus, war ich noch nie drin. Was ich allerdings weiß, ist, dass in dem Etablissement in der Gegend, wo der liebe Reini angeblich Stammkunde war, laut eigener Aussage, dass er in diesem Etablissement inzwischen Hausverbot hat, weil er übergriffig war. Ne? Also weil er sich unangemessen verhalten hat. Jetzt müsst ihr euch denken, das ist eine Sauna, in die homosexuelle Männer gehen, um sexuelle Bekanntschaften zu machen. Und er hat da Hausverbot, weil er übergriffig war. Beweisführung abgeschlossen, Etzertler. Okay. Ja, und das war halt auch der Fall. Ich habe mich dann ausgezogen, habe mir dann ein Badetuch genommen. Also ich habe so ein richtig großes Badetuch, wo ich mir um die Hüften binden kann. Was ich für gewöhnlich nicht mache, bevor ich halt bei den Duschen bin. Und das habe ich da auch nicht getan. Habe mir das dann einfach nur kurzerhand über die Schulter gelegt. Kurzerhand. Da haben wir es wieder. Kurzerhand ist das neue letzten Endes. Schau ihn erwartungsvoll an. Er grinst mich an und sagt, okay, na gut, dann gehe ich mit. Also okay, ne, klar. Und dann so sind wir zum Duschen gegangen. Und das ist so ein Raum mit insgesamt 6 Duschen. Also der ist auch komplett offen und so, ist keine Tür und so. Du kommst im Prinzip, ist es ja so, du kommst aus der Tür raus, dann ist rechts neben dir, also du hast 2 Türen zur Umkleide, eine vorne und eine hinten. Die vorne ist quasi zum Eingang, da kannst du aber auch rausgehen, weil du von da aus direkt in den Bereich kannst. Und du kannst hinten raus. Wenn du hinten rausgehst, geht es einmal direkt nach links die Treppe runter. Das sind dann Ruhebereiche. Boah, Rainer, diese Ausführung ist wieder vollkommen irrelevant. Keiner kann sich jetzt darunter was vorstellen. Also du hast dann 2 Eingänge in die Dusche von der Umkleide aus,
Aber es gibt ja nur eine Umkleide. Warum habe ich dann da 2 Zugänge zur Dusche von der einen Umkleide aus? Das macht immer überhaupt keinen Sinn. So komme ich gleich noch. Und dann hast du rechts direkt neben der Tür noch eine Tür, das ist quasi die Toilette. Und wenn du dann geradeaus gehst, ist dann ein großer offener Raum, da hast du dann rechts als die Sauna, daneben das Dampfbad. Links davon hast du dann einen großen offenen Raum mit insgesamt 6 Duschen. So, Zufall oder nicht, dummer Zufall oder nicht, 2 Duschen waren warum auch immer außer Betrieb und unter 2 Duschen stand ein anderer, also standen andere. So, ja, also waren nur 2 Duschen frei. Und ich mache dann halt so, ne, hier, darf gerne vorgehen, mit so der Hand, mit der Handgeste halt. Also, ja, wollen wir uns eine teilen, sagt er so eiskalt zu mir. Grinst mich frech an und ich sag so, klar, ne? Und er tritt so ein Stück an mich ran. Ich habe einfach so die Hand, also den Arm so um ihn gelegt und die Hand auf seinen Arsch. Er grinst mich schon so an und so, ja, okay, ja, ich habe gewusst, ne? Ja, ja, haben sie alle gewusst. Ah, Herr Rainer, das ist so erbärmlich, was du da gerade zusammen lügst. Da sitzt ein fast 36-jähriger Mann, zu dem Zeitpunkt war er nur nicht ganz 36. Kurz vorher. Sitzt da und erzählt einer, 16 Jahre jüngeren Frau, die er irgendwie klar machen will, davon, dass er vor 10 Jahren in irgendeiner Homobums-Sauna gewesen ist und wie es da abgelaufen ist. Und das ist alles, die Leute treffen sich da und sofort geht's zur Sache, ne? Jeder weiß sofort, was gespult wird. Oh, hey Leute, probiert das einfach das nächste Mal, wenn ihr Speeddating macht, mal aus. Ne? Gibt's das noch? Speeddating? Das gab's doch früher mal dieses, dass die Leute dann da praktisch im Kreis gesessen sind oder, ne, oder am Tisch entlang. Und man hatte immer dann 5 Minuten oder 10 Minuten, ich glaube es waren so 5 Minuten, die man sich dann unterhalten konnte. Und dann ist immer einer weitergegangen. Ne? Also entweder wahrscheinlich meistens die Männer sind dann immer einen Stuhl weitergegangen und haben sich dann mit der nächsten Frau unterhalten. Und die Frau hat den nächsten Mann vor sich gekriegt und konnte sich mit dem unterhalten. Man hat immer nur 5 Minuten gehabt und dann ging es weiter. Und danach konnte man sich dann entscheiden, ob man einen davon wieder treffen will. Und wenn beide das wollten, dann haben die jeweils die Daten vom anderen gekriegt. Das war ein bisschen so ne, analoges Tinder. Aber weniger oberflächlich als Tinder, wenn man das so überlegt. Und dann probieren wir mal, stell dir mal vor, beim Speeddating so, Alter, ich musste jetzt sofort eine Geschichte erzählen, wir haben nicht viel Zeit. Ich war neulich in der Gay-Sauna. Alter, da war dieser alte Sack, die Eier hingen schon zwischen den Kniekehlen. So. Und dann haben wir gedacht, Alter, das ist ein richtiger Feger, der Typ. Und dann wollte er auch und dann sind da alle wild umeinander unter der Dusche. Halt dein Maul einfach, halt einfach dein Maul. Unter der Dusche kommen wir nicht vor, bevor nicht mindestens einer von uns beiden, wenn nicht beide gekommen sind. War dann tatsächlich auch so. Wir haben uns dann unter die Dusche gestellt. Muss ich verschlucken, wenn ich drüber nachdenke, weil ich schon richtig, macht mich schon geil, wenn ich bloß drüber nachdenke noch. Ja, Rainer. Ja. Genau, also sind wir dann unter die Dusche gegangen, haben uns dann zusammen unter die Dusche gestellt, Wasser an. Und dann kaum war das Wasser an, hat er sich halt schon an mich gedrückt, seinen Halbstreifen gegen meinen gedrückt, der dann schon ganz hart wurde. Und da hat mich dann halt schon so ein bisschen. Come on, ich fasse es euch dann wieder zusammen. Das ist mir jetzt zu müßig. Vielleicht kriegen wir dann auch die ganze Nummer hier in einem Video durch. Ja, Zusammenfassung ist dieselbe Story nochmal. Es ist dieselbe Story, nur in einem anderen Ding, mit einem anderen Alten. Und der Rainer, der hat's ihm so gut irgendwie, ne, das ist ja praktisch, weil der Rainer, der kann ja, wenn er da praktisch, ne, oral zu Werke geht, ne, der gute Handwerker, klappt dann den Unterkiefer aus und kann einen Sack auch noch reinlegen. Und der Rainer das so gut gemacht hat, der Typ hat alles zusammengeschrien und dann wieder, keine Ahnung, 30 Hektoliter in den Rainer rein. Komm. Ist gleich schon unter der Dusche, aber danach ging es dann jetzt noch ins Dampfbad und vom Dampfbad wird er jetzt abgelenkt mit
Gebrüll und ich höre mir das inzwischen sogar lieber an als den anderen Scheiß. Hab ich genau den Baum getroffen? Ja, wow. Blöde Viecher da. Ich muss einen Bogen herstellen. Ich habe erstmal ein paar Rühreier für die Leute im Dorf reingepackt. Ja, ich brauche jetzt mal selber langsam was. Ich habe nämlich selber nichts mehr zu essen. Ich hau den da die ganze Zeit. Das ist auch wieder. Ich brauch was zum Essen. Was fütterst du unsere NPC-Arbeiter? Ich? Halt mein Essen. Ich habe da 156 Fleisch reingekaut. Das ist schon wieder alles weg. Die fressen viel zu schnell, die Leute. Ich könnte es theoretisch dann auch runterstellen, so ist es nicht. Du entscheiden. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Ei in die Nahrungskiste reingepackt. Jo. Ich meine, Ich habe jetzt auch gerade nichts, wo ich irgendwie sagen kann, ich bräuchte da was. Was ist eigentlich mit denen da? Warum fischen die eigentlich nicht? Das verstehe Die machen ihren Job nicht. Wenn wir den Herrn Müller anrufen, ja, das ist Hass und Mobbing. Ja, stehen die da einfach und fischen nicht. Sauerei. ich auch nicht. Ist auch schon wieder nicht eingestellt. Oder? Eingestellt ist es eigentlich. Und Sperre müssten sie auch haben. Ja, Fischersperre ist. Oh, das ist auch schon wieder nicht eingestellt. Da hat er sich schon wieder darauf eingestellt, dass er gleich wieder Apeshit geht. Gleich das Bärchen wieder dumm anreden. Es sind 9 Stück da. Also muss da eigentlich was gehen. Und warum sind hier Holzsperre drin? Warum sind hier Knüppel drinnen? Das wird verkauft, das Zeug. Warum ist hier Kupferzeug drin? Hatte ich denen gesagt, dass das Zeug verkaufen? Ich habe Das habe ich dann auch gesagt gehabt. Das Zeug, das muss verkauft werden, etc. Holz gesammelt. Ich bin noch gar nicht zu überhaupt irgendwas gekommen. Hä, wieso? Ich habe doch vorhin gesagt, du sollst mal das Zeug verkaufen gehen. Warum? Der Bärchen, der hat's doch angeschafft. Warum tust du denn nicht dergleichen? Eine Unverschämtheit ist das. Fürchterlich, dieses Bärchen. Dass du mal Geld hast. Oh ja. Ich hab, Außerdem schmeißt er dir mal alles in die Kiste rein, verkauft das Zeug lieber. Erstens brauchen wir die Kohle ohne Ende und zweitens ist die ganze Kiste, also der ganze Lagerraum voll. Wir müssen ein neues Lager bauen, weil wir keinen Platz haben und wir haben keinen Platz, weil wir das Zeug da drinnen haben. okay. Was ist denn da eigentlich alles drinnen, dass wir keinen Platz haben? Weiß nicht, Alter. so viele Stöcke oder so. So, mal sehen. Ja, auf jeden Fall waren wir da halt so zusammengesessen und Wieder der Gestapo-Ton. Ah ja, jetzt sind wir wieder im Dampfbad. so weiter. Dann kam einer rein. Das ist nicht ungewöhnlich, ne? Ist ja Ja, möchte man meinen, dass in einem öffentlichen Dampfbad vielleicht auch mal jemand reinkommt, rein. offen für alle. Dann kam einer rein, der hat dann Ja, dann, hat sich dann in der Nähe von uns hingesetzt, hat uns ein bisschen zugeschaut, ist dann kurzerhand aufgestanden und das ist normal, ne? Nicht, dass du dich jetzt darüber wunderst. Der ist dann aufgestanden und kam zu uns und ist einfach hergegangen und hat sich einfach vor dem älteren Mann hingekniet und hat angefangen halt so ein bisschen an ihm rumzufummeln und so ein bisschen zu blasen und alles. ja, das ist ganz, ganz normal. Offensichtlich nicht, Rainer, ansonsten hättest du da nicht Hausverbot bekommen. Dass man einfach ungefragt dahin geht, so einfach so, oh ja, passt. Ne? Die Leute, die da reingehen, sind nicht automatisch Freifleisch für dich. Ich habe halt so gegrinst, der andere hat mich mich in der Hand gehabt und so. Und nach kurzer Zeit hat er dann aber gesagt, dass der andere das bitte lassen soll. Er möchte das gar nicht, der möchte gerade bloß mit mir ein bisschen Ja, der Rainer reicht ihm vollkommen aus. Ne? Spaß haben so und der andere dann so, alles klar, ne, ist okay. Wird dann akzeptiert solche Sachen. Mhm. Er ist aufgestanden, hat dann gesagt, tut mir leid, hat gesagt, nö, alles gut, ne, er wünscht uns viel Spaß. So. So, und dann ist er gegangen. Beziehungsweise, nee, er ist nicht gegangen, er ist dann nur woanders hingegangen, weil da kam dann ein anderer rein und dann haben die beiden sich da ein bisschen. Ja. Wie er sich on the fly die Scheiße zusammenlügt und dann jedes Mal wieder nachkorrigiert, Rainer. Du machst dich gerade nicht sonderlich glaubwürdig mit der Nummer. Vergnügt sozusagen. Wir waren dann noch eine Weile da so gesessen, haben dann gegenseitig ein bisschen an uns rumgewichst. Und dann hat er gemeint, was ich davon halte, wenn wir noch ein bisschen runtergehen in den Ruhebereich, so, dass wir ein bisschen für uns sind, so. Habe ich gesagt, ja, also du, ne, ich habe damit kein Problem, ne, das können wir gerne machen. Wenn er das möchte, würde ich mich darüber freuen. Er hat gesagt, okay, ne, dann machen wir das so. Ich weiß nicht, wie es in diesen Spezialetablissements ist, aber in normalen Sauna, Spa, Thermen, ne, Ding, in denen ich schon war, da gilt der Ruhebereich als Ruhebereich. Ne? Wenn da irgendjemand Turn abschiebt, dann fliegt er raus. Und ich würde jetzt das, was die da vorhaben im Ruhebereich, auch als Turn-up bezeichnen. Ne? Okay, dann gesagt, getan, dann sind wir dann runtergegangen. Hab dann uns dann unten einen Raum gesucht und die Ruhebereiche, die Dann Ruheräume, die kannst du abschließen von innen. Ja, und dann sind wir halt reingegangen und dann hat er halt den Raum Keiner, das ist nicht der Ruheraum, sondern es ist ein Separé. abgeschlossen. Das sind dann auch Kondome und alles. Die hat er dann komplett ignoriert und hat gemeint, ne, ob wir die brauchen. Und dann hat er drauf gezeigt und hat gesagt, also von mir aus brauchen wir es ja eigentlich nicht. So, ist eigentlich dumm, so. Hat er gemeint, ja, ist in Ordnung, aber er hat halt eigentlich
abgesehen von seiner Frau halt in den letzten 20 Jahren oder so keine Frau oder keinen Mann gehabt. Also ist er gesund und so weiter. Und wenn ich sage, dass ich gesund bin, dann glaubt er mir so ungefähr. Das ist der Ja, das ist Reiners Traum, Coitus-Partner, ist, dem das einfach glaubt. Dass der Rainer sagt, ich bin bumperl gesund. Also bis auf die halb abgefaulten Hacks und das ganze Ding. Ich passe schon auf mich. Nein, Rainer. Ne? Wie gesagt, das war auch das große Cola-Bärchen-Thema. Das Allerschlimmste war, wenn sie gesagt hat, wie schaut es eigentlich aus, Rainer, mit deinem Test, den du machen wolltest, ne? Mit deinem Test auf HIV und so. Wie schaut es da aus? Ist da schon was rumkämmer? Ei, der Muttervater war da, aber Turn up. Aber richtig. Ne? Und deswegen, ja, nee, können wir hier weglassen? Ja, können wir schon weglassen. Ah, passt schon. gebracht. Ich für meinen Teil Ich glaube, denke, Rainer ist auch der Meinung, dass diese Nummer gerade mit Gummis und gerade, ich glaube, ne, wenn man in der homosexuellen Szene unterwegs ist, dass das so ein bisschen ist wie, wenn man irgendwo, ne, kennt ihr das in der Arbeit oder sagt, ja, eigentlich sollte man das anders machen, aber so und so geht es viel schneller und besser. Für Rainer ist das so ein Ding, ne? Da geht's, ist er vor, ja, komm, was soll, die Leute, die mir erzählt haben, dass man da krank werden können, das sind alles so Studenten und das sind eh alles Hater, ne? es war ihm einfach egal in seinem Alter. Aber gut, haben wir dann halt einfach so beibehalten und haben gesagt, okay, lassen wir halt einfach weg, ne, brauchen Ja, war egal in seinem Alter, 70, der ist ja praktisch schon tot, ne? Ist ja egal, ob er dann da noch irgendwer schwere Krankheit kriegt. So wird's sein. So wird's sein, Rainer. Was die Leute heutzutage, wenn sie einen ordentlichen Lebenswandel haben, auch gut und gerne mal 90 oder älter werden können, vollkommen wegignoriert, na, der ist ja praktisch schon. Ne? Ist ja praktisch schon Exitus. Das ist ja wurscht, ob er noch AIDS kriegt oder nicht. Halt dein Maul, Rainer. wir nicht so. Und waren dann so ein bisschen zusammen, haben uns dann, da ist dann so ein Bett drinnen auch, haben uns dann so auf das Bett gelegt. Ah, das nervt mich da wieder mit seinem Ding hier. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Das hat sich der Alte auch gedacht, ne, im Separé. Weil jetzt nervt er mich schon wieder mit seinem Ding. Gerade nicht um das Zeug zu verkaufen, was sie jetzt noch. Gut. Und haben uns dann halt da zusammen so, Landwirtschaft, schau mal, nächstes Level. Was ist mit dir? Warum bist du nicht arbeiten? Haben uns dann halt gegenseitig ein bisschen angefasst, haben uns dann Das hier ist aber wirklich, das haben mir ein paar Leute auch drunter geschrieben, es ist wirklich so, hier diese Medieval Dynasty Nummer ist jetzt gerade das, das Posterbild dafür, wie die Geschichte mit der Kommune ausgesehen hätte, wenn er sie tatsächlich umsetzen hätte können. Ne? Da hätte er wahrscheinlich dann auch überall Kameras aufgestellt und dann noch so, ne, so Lautsprecher, dass er dann auf dem ganzen Gelände zielgerichtet die Leute ankacken kann, wenn sie für seine Verhältnisse nicht genügend arbeiten oder wenn sie was anhaben oder dergleichen. Ne? Da kann ich ihn schon, sehen, dass hier reiner Diktatur in Kleinform. Ne? Warum fischst du nicht? Ihr habt doch noch angeschafft. Ja, warum sind die Schafe noch nicht geschert? Rede ich hier gegen eine Wand? Ich gehe jetzt ins Dampfbad, ne? Wenn ich da drunten niemanden vorfinde, dann ist aber hier Polen offen. das so auf das Bett gelegt und so weiter, haben da ein bisschen gekuschelt. Haben uns gegenseitig runtergeholt, dann noch ein bisschen so 6-9er-mäßig geblasen. Und dann letzten Endes, Ja, letzten Endes kurzerhand. ja, hat er halt gefragt, ob ich Lust habe, ihn zu ficken. Ich dachte, naja, also ich hätte nichts dagegen, ne, wenn er das möchte. Ich würde mich darüber freuen. Hat er gesagt, ja, es ist das ist eine ganz normale Konversation zwischen zwei erwachsenen Menschen. so lange her, er möchte unbedingt mal wieder gefickt werden. Das ist über 30, 40, 50 Jahre her. 30, 40, 50, 80. Er ist zwar erst 70, aber das letzte Mal gefickt worden 10 Jahre vor seiner Geburt, ne? Ich weiß gar nicht, was er genau gesagt hat. Habe ich gesagt, ja, ne? Also, Ja, du hast es dir halt einfach. Du bist halt scheiße im Lügen erzählen, Rainer. Du hast schon wieder vergessen, wie du sie belogen hast, ne? Wann die Arbeit war, wie eng der Arbeitspulli sitzt, wie alt der Typ war und wie lange er nicht mehr gebimst wurde. von mir aus gerne, ne? Ich habe da kein Problem mit. Ich mache das gerne mit ihm. Er hat sich dann halt auch direkt umgedreht und so weiter.
Und ja, habe mich dann halt einfach so ein bisschen, hab dann ein bisschen Gleitgel genommen, da steht immer so ein bisschen Zeug, steht da immer bereit. Habe ein bisschen Gleitgel genommen, habe es ein bisschen auf ihn verteilt, da war auch schön sauber, muss man dazu sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Genau, war schön sauber und hat dann halt auch, war dann halt auch eigentlich schön bereit und dann habe ich ihn halt schön genommen so. Und der hat dann am Anfang, weil er halt so lange keine Erfahrung Ja, natürlich war das sauber. Ihr wart doch vorher zusammen unter der Dusche, Rainer. mehr damit gemacht hat. Am Anfang ist das ja, ich weiß nicht, ob du mit Anal viel Verkehr, viel Erfahrung hast, aber gerade das erste Mal. Und du mit Anal viel Verkehr hast. Ja. Wir merken, es ist schon wieder kaum mehr Blut im Ogerstübchen. Ne? Fürs vegetative Nervensystem reicht's noch. Alles andere ist oben hier gerade auf Pause. Wenn du noch nicht viel Erfahrung hast oder wenn du längere Zeit keinen Analsex hattest, das ist ja ein Muskel, der dehnt sich ja ein bisschen so, aber wenn das nicht gewöhnt ist, tut es gerade am Anfang ein bisschen unangenehm weh so. Und das war halt jetzt in dem Fall bei ihm auch der Fall und war dann halt ein bisschen vorsichtiger, hat aber gemeint, nee, ich soll ihn ruhig ficken, er will das, er hat da Bock drauf, das macht ihm nichts aus, so, er hat damit schon gerechnet. Oh, okay. Ja, und ich habe ihn dann halt so, ja, der hat so eine kleine masochistische Neigung gehabt, das habe ich aber erst später erfahren. Ja, und Ganz großes Kino, Rainer. Ganz, ganz großes Kino. Da hat Warner Brothers die Rechte schon gekauft, ne? Weiß ich nicht. Wird immer HBO-Serie draus. Nur da muss Rainer Schwarz sein in der. Ach, come on. Leute, ich mache hier nochmal Pause. Ich will diese extrem grafische Nummer einfach nicht haben. Leute, ich bin jetzt die ganze Nummer hier in doppelter Geschwindigkeit durchgegangen. Es ist einfach nur hanebüchener Schmutz. Es ist nichts Neues dabei. Zählt einfach dieselben Stories in einem anderen Setting nochmal. Da haben sie sich jetzt hier im Dampfbad vergnügt, er und der Alte, und danach sind sie nochmal zu dem und da haben sie weitergemacht und der hat einen Riemen gehabt, der Alte, einen riesengroßen, und deswegen hat er lieber Auspuffverkehr gehabt, weil, und jetzt, da wollte ich jetzt kurz nochmal teilhaben lassen an den großen Biologie-Anatomie-Lord, der uns erklärt, wie die Anatomie der Frau aussieht. So, da hört's. Und da konnte sich das Bärchen tatsächlich eine schnippische Erwiderung nicht verkneifen. Hören wir noch mal kurz rein. eine Frau ist ja nur etwa 12 Zentimeter lang, glaube ich, also vaginal. 12 bis 13 oder so sind es ja bloß, glaube ich. Boah, Irgendwas das in die weiß ich Richtung. nicht. Ich habe mich noch nicht nachgemessen innen drin. Er ist ja sowieso von jeder Ja, ein großartiges Ding. Hat mich noch nicht nachgemessen. Innen drin. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. An die Dudes, die hier zuhören, die auch irgendwie so mehr durchschnittlich, sagen wir mal, meiner ist länger als 12 oder 13 Zentimeter und die hatte noch nie Probleme, ne? Dass irgendwo angestanden wäre. In meinem ganzen Leben noch nicht. Frau zu Frau unterschiedlich und eine Geburt macht die Frau auch nochmal etwas tiefer. Okay. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Keine Ahnung. Ob die Frau, oder ob die dann, ob das nur bei der Erstgeburt ist oder ob dann bei jeder Geburt ein bisschen tiefer wird, ne? Leute, ich kann das nicht mehr. Das verschiebt sich noch ein bisschen, aber also eine Frau ist halt nicht unendlich tief und 20 Zentimeter ist halt für eine Frau vaginal schon brutal krank. Ja, weiß nicht, 20 Zentimeter kann ich auch nicht mitreden, ne? Ich bewege mich gut im mitteleuropäischen Durchschnitt, was ungefähr nur 3-mal so lang ist wie der von Rainer. Das ist, ich denke mal schon, wie schon gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe da noch nie so weit nachgedacht darüber. Na, da kannst du ja auch schlecht nachmessen. Ich meine, kannst ja schlecht ein Maßband in die Muschi schieben und bis zur Gebärmutter vormessen. Warum denn nicht? Nimmst du einen Meterstab rein? Und dann hier so klassisch dann unten so. Kennt ihr diese Handwerkerbleistifte, die eine kurze Markierung machen? So weit sind wir. Müssen dann auch die mit den großen Dödeln, müssen das dann auch irgendwie. Ne, das wird dann im Tinder-Profil angegeben. Wie tief? Wie viele Geburten waren es schon? Pro Geburt 2 Zentimeter dazu rechnen. Das geht ja schlecht. Nein, Aber es gibt halt Möglichkeiten, das auszumessen. Und es gibt halt einige Männer und Frauen und halt auch einige. Ja, kennst du auch
Kannst du auch irgendwie mit dem Meterstab so eine nehmen und dann mit Hilfe dessen irgendwie eine Skala auf den Pimmel schreiben mit Edding und dann, keine Ahnung, dann steckst du halt rein und bis dahin, wo er feucht ist, so tief ist er, oder? Dein Maul. Also, okay. Was für eine Diskussion wird hier geführt? Die Ärzte, gerade Ärzte, müssen das manchmal auch ausprobieren. Weil zum Beispiel, es gibt ja, wissen auch viele nicht, Ultraschall, wenn eine Frau schwanger ist. Das ist, keine Ahnung, ich höre das jetzt auch gerade zum allerersten Mal, dass schwangere Frau vielleicht nochmal zum Ultraschall muss. Also, keine Ahnung. Ne? Ob ihr das wusstet, das ist hartes Insiderwissen. Unintended. Leck ich doch am Arsch. Es gibt zwei Arten, oder es gibt sogar ein paar Arten von Ultraschall. Und gerade beim Ultraschall ist es Nein, es gibt Ultraschall. Ultraschall ist Ultraschall, ne? Blaukraut ist Blaukraut, etc. bla bla. Es gibt nicht mehrere Arten von Ultraschall. so, wenn das Baby, also der Embryo, noch zu klein ist, kann es mit dem Ultraschall, mit diesem Teil auf dem Bauch, mit dem Gel und so weiter, nicht funktionieren. Also das ist nicht genau genug, keine Ahnung. Und da gibt es so eine Art Vibrator Okay. und der kann halt eben bei der Frau eingeführt werden, bis zu einem gewissen Punkt. Und das Davon höre ich tatsächlich zum allerersten Mal. Ich weiß nicht, ob man es so dringend notwendig hat, dann, wenn der Embryo noch so klein ist, dass man mehr oder weniger auch gar nichts dran erkennt, dass man es dann so notwendig hat, da irgendwie mehr oder weniger mit dem Teleobjektiv unten reinzugehen. Weiß ich nicht, Digga. Hört sich für mich nach Geschichten aus dem Paulanergarten an. Teil ist aber kein Vibrator, sondern ist halt eben für den Ultraschall, für die Messung. Und der wird dann halt eingeführt. Und da kann es halt auch sein, wenn es blöd läuft, dass das Teil halt etwas zu groß ist. Und das hat, glaube ich, bin mir nicht sicher, bin da kein Experte, glaube ich, hat es irgendwie 2 oder 3 Aufsätze, damit es für die Frau angenehmer ist, wenn er nicht zu groß oder nicht zu dick ist oder keine Ahnung. Weil jede Frau ist ja anders gebaut. Es gibt ja Frauen, die sind auch sehr eng gebaut. Ja, Als Beispiel. ja. Wusste ich gar nicht, dass es dafür extra ein Gerät gibt, so zum Messen und also, wo gibt's denn Ja, wusste ich. Das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Keine Ahnung. Ne? diese Dinge? Kann man die beim Frauenarzt haben oder? Ja, nehme ich an. Ne? Also ich habe keine Ahnung, ich bin ja keine Frau. Ja, Rainer, wenn du keine Ahnung hast, warum dann nicht Fresse halten? Wildes Konzept, ich weiß, aber Kann ich Aber dir hab also davon auch nicht. nichts gehört, aber ich bin eine Frau, deswegen. So. Ja, das also ist grundsätzlich wirst du wahrscheinlich von dem Teil auch nie was mitkriegen. Ich kenne das halt auch bloß, weil ich das mal in einem Film oder so gesehen habe. Beziehungsweise nicht in einem Film, sondern in einem. ja, in einem Borneo-Film, Rainer. Rainer, das war nicht echt. Rainer, ich ziehe dir noch ein paar andere Zähne, jetzt musst du stark sein, ne? Also den Weihnachtsmann in den Osterhasen gibt's nicht. Und die Lesben in den Borneo-Filmen sind ganz oft gar nicht wirklich lesbisch, so die werden dafür bezahlt, so zu tun, als ob. Und vielleicht wirst du das schon erahnt haben aufgrund der oft makellosen Figur der jeweiligen Darstellerin. Die MILFs haben oft auch noch keine Kinder in den Filmen. So, das wird, es tut mir leid, dass du das jetzt so erfahren musst, aber und wie gesagt, der Osterhase, der Weihnachtsmann und die ganze Scheiße, das gibt's alles nicht. Das ist alles nicht real. Und der Typ, ne, der Typ mit dem Pornobalken und dem Fokuhila, mit dem Prinz Albert im Dödel, der da irgendwas da reingeschoben hat, in dem Film, den du da gesehen hast, das war gar kein richtiger Arzt, Rainer. Ja, was bin ich hörend. Im Hörbuch ging es um das Thema mal. Mhm. In dem Dass halt eine Hörbuch? Frau gemessen wurde. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich so ist. Keine Ahnung. Vielleicht stimmt das. Ja, vielleicht sollst du dann einfach dein Maul halten, wenn du nicht weißt, ob das wirklich so ist. Ich bezweifle, dass das wirklich so ist. Leute, klärt's mir auf in die Kommentare. Wenn jetzt da irgendeiner von euch Gynäkologe ist und sagt, na, wir haben schon das Spezial-Ultraschall-Dildo, mit dem wir einen Fötus aufnehmen können, der praktisch noch eine Eizelle ist. Weiß ich nicht, ne? Ob das auch Sinn macht, weil du erkennst ja darauf nichts. Ne? Wenn das noch so ein Zellhaufen ist, da erkennst du ja nichts daran. Diese Ultraschalluntersuchung, die ist ja auch da, um zu checken, ob mit dem Kind alles in Ordnung ist. Um gegebenenfalls, wenn die Eltern das wissen wollen, das Geschlecht schon mal festzustellen. Ne?
ist auch gar nicht, halte ich zwar für schon möglich, wenn der Embryo noch zu klein ist, also gerade so erst mal in der zweiten Woche oder so, dann ist der ja noch viel zu klein, so dass man den leicht sieht. Und durch die Bauchdecke kann es sein, dass man den halt übersieht oder so, keine Ahnung. Okay. Na, jedenfalls, genau, er war mit seinen 20, 22 Zentimetern war er halt fast ein bisschen, er war halt schon sehr, sehr groß. Und wie gesagt, der war auch nicht gerade schmal, also der hatte schon auch einen durchaus guten Umfang. Okay. Und das im Stehen, ich meine, ich war deutlich größer als er, ich habe mich ein bisschen, das habe ich bereut, ich habe mich so ein bisschen gebeugt, auch für ihn, damit er halt so leichter reinkommt und der schiebt sich halt auf einen Schlag in voller Länge in mich rein und ich. Ja. Auch hier sind wir wieder so ein bisschen an der Dingsbumsung, ne? Ohne Vorwarnung, mit Gewalt, ne? Den Riesenprügel, etc. Come on. Machen wir hier wieder Pause. Ich will diese grafischen Beschreibungen einfach nicht haben. Ja, wir haben uns hier kurz nochmal den Mathe-Lord gehabt und das ist alles war super heftig und super krass und der Rainer ist der Beste im Bett. Story hatten wir auch schon und jetzt hat der Zahlenlord wieder zugeschlagen. Also da hat er wieder vergessen, wie er sich zusammengelogen hat. Also 5 Jahre ging das angeblich, also bis er 30 war. Das heißt 2019 zum 30. Geburtstag haben die sich dann getrennt. Ne? Ihr müsst das in der Drachenlord-Timeline 2019 haben die sich getrennt. In diesen 5 Jahren ist der Alte aber 8 Jahre älter geworden, weil er nämlich dann auf einmal 77 war. Ja. Kurzgeräusch hier bitte einfügen. Ja, wir sind jetzt am Ende des Videos. Na, es war jetzt wirklich der Alte hin und her, bla bla bla. Dann haben sie noch ein bisschen über Potenzprobleme geredet. Natürlich nicht beim Rainer, sondern nur bei dem Alten. Und jetzt verabschieden sie sich. Wir sind jetzt hier in den letzten 20 Sekunden, letzten 25 Sekunden des Videos. Und die gebe ich euch noch, weil der Abschied zwischen den beiden, ne, in dem Moment, nachdem Rainer draußen war, ne, da kommt dann durch, was die Meinung des Bärchens ist, wenn sie nicht gezwungen ist, ihm Honig ums schiefe Ogermaul zu schmieren, wenn es um seine Geschichten da geht. Ne? Vielleicht ja bis später, ich bin dann auch erstmal raus. Aber du kannst schreiben, wenn du soweit bist, dann komme ich auch wieder ran. Okay. Also zumindest in den Discord, in dich rein komme ich wahrscheinlich nicht so schnell. Alles gut. Also bis dann. So. Tschüssi. Jo, tüdelü. Da hat es selber gehoben. Ich glaube, das war jetzt wirklich auch das allerletzte, was die da hochgeladen haben. War ein bisschen enttäuschend, der letzte Teil. Aber wirklich ganz ehrlich, ich wollte die ganze Scheiße nicht nochmal und nochmal und nochmal im Detail durchgehen. Es ist mehr oder weniger immer dieselbe Geschichte. Der Ort ist ein bisschen der andere und ein bisschen was wird immer ausgetauscht, aber ja, drunter ist halt derselbe Käse. Rainer geht irgendwo hin, die Leute können sie nimmer unter Kontrolle halten und müssen ihm unbedingt sofort Beischlaf leisten. Und er ist dann der große Hengst, der alle verräumt und alles so befriedigt, wie sie vorher noch nie in ihrem Leben waren. Und Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Ne? Tun's, Leute. Tun's. Pflichtstunde haben wir auch erfüllt. Ich werde da mal schauen. Ne? Ich mache vielleicht noch eine Umfrage, worauf ihr als nächstes Bock habt, ob wir aktuelle Themen behandeln sollen oder ob wir Retro-Met machen sollen, obwohl ich sagen muss, wahrscheinlich sind erstmal aktuelle Themen dran. Ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Playlist, wo ich Reactions machen wollte, die nichts mit Rainer zu tun haben, weil ich ganz ehrlich auch, ich glaube, mir wird das auch gut tun, jetzt ein paar Wochen reiner Detox wieder zu haben. Das war jetzt sehr viel auf einmal, sehr intensiv. Ich glaube, wir sind jetzt bei Video Nummer 40. Wir haben jetzt 40 Videos gebraucht, um diese Scheiße da zu reacten. Also im Durchschnitt knapp 2 Reaction-Videos pro einem Leak-Video. Und das, obwohl wir einige
League-Videos praktisch fast ganz übersprungen haben. Dieses hier ja mehr oder weniger auch. Also hätte ich wirklich jede Minute mitlaufen lassen und jeden Scheiß direkt kommentiert, dann wären wir irgendwie bei 60 Videos rauskommen. Das wäre Hanebüchen, da wäre Ende des Monats noch nicht fertig. Dementsprechend bin ich froh, dass das jetzt hier vorbei ist. War wilde Fahrt. Danke an euch vor allem für die ganzen Kommentare, die mich das besser haben durchhalten lassen. Ich rufe mir meine Audience immer so ein bisschen ins Kopfkino rein, wenn ich diese Reactions mache. Ja? Ich versuche mich in das Mindset zu bringen, als wäre das hier gerade live, weil ich das ganz alleine auch nicht aushalte. Ja? Aber hier war es wieder, wie gesagt, nichts, was wir nicht schon gehabt hätten. Alter Mann, Rubbel die Katz, das Einzige, was der Unterschied war, ist, dass dem sein Riemen halt irgendwie größer war als der von dem letzten alten Sack. Und ja. In diesem Sinne, Leute. Könnt ihr euch vielleicht auch ein bisschen reiner Detox. Schaut da bei mir auf dem Kanal vielleicht einmal vorbei. Schauen wir mal, was wir da noch finden. Und in diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Medal off.